an unser Automotorshow vun Haut to mir 3 Auto 100 Loop geholl. Ufenken die man mat enger Limousine aus der Mëtteklasse, der naier C-Klasse zu Mercedes-Benz, fuhren dammer engem klenge Minivan, dem neue Kia Carens, an zum Schluss testen wir kein Auto, mit die neue Neng G-Tronic Plus für Mercedes-Benz. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Nachgucken. Schon 1993 steht bei Mercedes-Benz C-Klasse als Synonym für die Mittelklasse. Genau wie wurde doch seht, ein vitaminreich Palette für das Produktportfolio von den Schwaben nachzustärken. Und wir gucken uns Lomolun. Seele wird Meinung zu einem Auto so einstimmig wie bei der neuen C-Klasse von Mercedes-Benz. Vom 190 aus dem Jahrgang 1982 als über 3 Generationen weg die neue C-Klasse zu enger S-Klasse am kleinen Format gewusst. Ein Eindruck, den durch die breite Schilder und zumindest durch den optisch klein wirkenden Undeel und Fläche Fenstern erstrachtet. Umdenken am Kabatlou gesucht. Mercedes-Benz will an der Mittelklasse ein Image heranbringen. Und genau das haben sie mit der neuen C-Klasse geschafft. Sie haben sich getraut, verschiedene Futuren von der aktuellen S-Klasse an C-Klasse anzubauen. Gelebt, das mischt doch ein Mittelklasse-Segment ab. Aber wenn sich die neue C-Klasse so bandet, auf wo man sich anguckt, seht ihr noch, wo Treslo hingeht. Wenn am Jahr 2013 die neue S-Klasse bewundert wird, muss auch ein Fan von der neuen C-Klasse gehen. Weil optisch orientiert sich das neue Mittelklasse-Limousine klar um Feierungsschiffe von den Stuttgarter und distanziert sich durch mir ein kultiviert sportliche Spruchform, ob man's genauso deutlich von dem braven Image von seiner Vorgängergeneration. Ob einer Länge von 4,60 Meter mit fließenden, präzise Linien, mit einem lang gestreckten Kapo, einem kurzen, knackigen, händigen Deel, wirkt die C-Klasse äußerst dynamisch. Zudem auch nach dem neuen Standard-Kühlergrill mit integriertem Stern beiträgt. Soll der Stern aber nur am Blickfeld vom Chauffeur bleiben, kann ihn sich das durch ein Exklusivpackage von 1.210 € kaufen. Er kann dann noch zusätzlich für 160 € den Airpanel bestellen, weil dann sich Lamellen sind, die Kühlergrill je nach Möglichkeit automatisch zumachen und so den Luftwiderstand und damit der zusätzliche Spritverbrauch bis zu 0,1 Liter auf 100 Kilometer reduzieren. Wo den Silo an der C-Klasse niedergelos, der will sich in einem hochwertigen Material erfreien, wird das Gefühl schon auf ein hohes Mittelklasse-Qualitätsniveau hilft. Auch am Ende hat Mercedes einen Maßstab an der C-Klasse gesagt. Heute distanziert sich das Modell aus der Mittelklasse wohl am meisten von seinem Vorgängermodell. Durch eine proper Verarbeitung von einem Cockpit, der keinen Job leistet, an einer Mittelkonsole, wo unter den Luftdüsen die ganz reife Knapperchen schon in der S-Klasse erinnert. Es sind tatsächlich viele Elemente von der S-Klasse angebaut gehen. So fanden wir auch eine Klimaanlage mit Parfumsgeruch auf für kleine Option eine Ambientebelichtung. Serienmäßig ein 7 Zoll großen Display und Tableau de Bord, die Nerven ein Punkter Design für Diskussionsstoff sorgt. Überhaupt preislich mit dem technikverliebten C-Klasse-Fahrer ein großes Spielplatz, wo sich nur Herzenslust, wenn die Kaufkraft stimmt, sich bei den Komfort- und Vorassistenzsystemen auch austoben kann. 4 Meter ist lang, 1,83 Meter breit und 1,44 Meter hoch sind Mossen von der neuen Generation von der C-Klasse, denen Passagiere auch zugutekommen und komfortabel Platz anbieten. An dran als für eine gute Freiheit für B gesorgt, allerdings für große Passagiere den Dach schon relativ nah ist. Auch die Anlage von der Mal mit 480 Liter Ladevolumen stellt kein großes Problem dar. Wenn er aber mehr Platz für sein Transportieren braucht, kann für 334 € sich mal vergrößern und dadurch umlegen von den hintersten Sitzen. Wir hatten den C220 Bluetech mit seinem 2,1 Liter Diesel an 170 PS unterstützt von einer 7G Tronic Plus Automatik von Mercedes-Benz Lützburg zur Verfügung gestellt wurde. Auch schon so auf den nächsten Kilometer konnte man feststellen, dass das C-Klasse für allem eine Properhandlichkeit durch die elektromechanische Servosteuerung kann anbieten und das Fuhrwerk mit seinen selektiven Amortiseuren ein gut Arbeit leistet. A Punkto Motto, die schon bei niedriger Drehzahl ein Drehmoment von 400 Nm aufbaut, bringt doch die Spaß im Fuhrwerk. Es kann nicht so, die Maschine hängt an allen Situationen gut Gas. Auf nach ein weiter entspannte Vorweis sorgt das komfortabel Schalten von der 7G Tronic Plus Automatik.
Die 4,3 bis 4,5 Liter Sprit op 100 km, die Mercedes-Benz am Cycle Mixed uget, sind durchaus erreichbar, wann er sei Fuß in der Kontrolle wird. Wenn er lo de Bleifuß opsetzt und op der Autobahn mulgieren überhüllt, digget danach enges höheres Wert belohnt. Für mich ein agréabel Fuhren, flotten Design an einem modernen Interieur. Die neue C-Klasse ist in guter Weise sich als eine vitaminreiche Palette zu präsentieren. Allerdings aber auch ein Gefahr für die anderen Modelle von Mercedes-Benz. Hallo, mein Name ist Carlo und ich werde Lode Kerens für Kia testen, für herauszufinden, was für Potenzial zu einem guten Familienvan an ihm sticht. Die frische Wand, die noch zentrenger Zeit durch die Palette für Kia bläst, also auch nicht viel Kerens stehen blieben, und hört diese kompakte Van auch optisch durch die großen Schritte noch viel geblasen. Weil beim Viergänger sich immer die Frage gestellt gouf, gefällt es oder gefällt es nicht, so als das froh am Satz, den Design sieht schon viel besser aus, sehr beim neuen Modell beantwortet. Dem mat Ausdruck stark geformte fichten Deel mat zingen Kühlergrill a mat zinge Scheinwerfer, die weit an Seite vom Auto ragge zu sinn, erinnerte stark und die gut gelungene Kompaktlimousine zieht, von dem auch sein Plattform stammt. Mat enger Hecht von 1,60 Meter als die Kerens sowieso ein bisschen niedrig wie seine meiste Konkurrenten, was sich auch hier positiv auf den Zusammenbau von den Proportionen auswirkt. Und noch für mehr gut ein bisschen Mann Plombas gesät, wie das bei verschiedenen Vanen der Fall ist, an ausgesehen wie ein Familientransportlöscht. Schönheit bleibt ein eitel Check, wenn am Interieur die Bandenswerte fehlen, aber auch an dieser Hinsicht kann der Kerens mich komplett überzeugen. Am Interieur spiegelt sich auch die neue Kia-Wand durch eine Flottkonzeption mit einem besseren Material, sowie auch der Cockpit schön übersichtlich ist und noch mit all wichtigem Detail dem Chauffeur das Leben über Bord komfortabel macht. Auf den vichten Sitzer sitzt die lüftig, aber etwas Kleines mit Dave wie bei verschiedenen Konkurrenzmodellen. Doffroplatz hinten dran kann sich genauso präsentieren, für allem, weil die 3 Einzelsitzer sich noch 4 an der Hand regeln lassen, sowie auch direkt vom Sitz ausstellbar ist, was dann noch zu einem persönlichen, komfortablen Sitze beiträgt. Für das Supplement von 475 € bietet Kia seinem 5 Plätzen Kerens auch noch ein Drittreihe. Hier kommen dann 2 Klappsitze aus dem Boden, Plätzen, die aber echter für Kleinkanner durchziehen. Mit seinem 500 Liter Ladevolumen lädt mal am Durchschnitt gut, kann aber bis auf 1650 Liter vergrößert gehen. Und sogar beim Umlegen vom 4. Sitz kann der Van zu einem kleinen Transporter umgebaut gehen. Die Lebenswirklichkeit bietet eine übersichtliche Palette von Motoren nun. 3 Motoren stehen dem Kia Kerens zur Verfügung. 2 Benziner, ein 1,6 Liter mit 132 Pferd und ein 2 Liter mit 166 Pferd, sowie ein 1,7 Dieselmotor mit 115 und 136 Pferd. Wir konnten einmal den 1,7 CRDI in der Club holen, ein Aggregat, das all Moment zu einem guten Umtrieb parat war, wobei die Sportlichkeit aber nicht zur Diskussion stand. Knubbelig Passagen förderte Kerens normale Weg. Und mit seiner Steuerung konnte ihn zufrieden sein, wobei sich über die 3 Modussen die Kraftaufwand vom Vollandrehen schon bemerkbar gemacht hat. Hat er aber an Enkelkehren einen deutlichen Schritt in Richtung einer Steuerung gemacht. Was dem 4,52 Meter lange Kerens aber zu gut zu schreiben ist, als sein Vorverhalten. Was einerseits viel verzeiht und andererseits gut zum Geist von diesem kompakten Minivan passt. Die Kia Kerens ist ja auch immerhin kein Sport- und Spaßmobil, kann aber auf 5 Sterne am Euro NCAP-Crash zählen und bietet seinen Klienten 7 Jahre Garantie an. Als das dann alles nicht. Unter dem Strich kann in die Kerens zu Kia zu den optischen, modernen Vanen zählen. Und am Interieur mit seiner Mitgewigkeit und Platz ist prädestiniert für gute Familien und Freizeitvan.
D-Klasse für Mercedes-Benz, die am September vom letzten Jahr komplett neu überschafft gouf, rollt doch lo an engem Nenngangmenü. Eng neue Boîte, die von Mercedes selber entwickelt gouf, an Premiere an diesem Auto, der E-Klasse, den 350 CDI Bluetech feiert. Das neue Neng-G-Tronik soll auch nicht nur für mehr Komfort sorgen, sondern auch für mehr niedrigen Spritverbrauch. Bauen von automatischen Boîten war früher ein Mercedes-Domain und sie konnten sich auch zeitweise zu den besten von der Welt zählen. Auf ihre Lo die verlorene Reputation herumzugewannen, bieten sie ein komplett neues Nenngang-Automatik an. War noch nicht direkt am großen Stil, wir nehmen an einem ausgesichteten Modell der E-Klasse den E350 Bluetech mit dem stärksten V6 Dieselmotor. Mit der neuen Neng-G-Tronik präsentiert sich die Kombination aus der E-Klasse an einem starken 252 PS Motor ganz harmonisch. Auf wie noch Lo nach an einer konstanter Vitesse wie du hier fährt, lernt die Qualität von der E-Klasse auch zu schätzen. A Verbindung mam 3 Liter Turbo Diesel huet Schaltung auch kein Licht erbecht. Dat maximal Drehmoment vom E350 Bluetech lädt bei 620 Nm an dat tschen 1600 und 2400 Umdrehungen an der Minute. Wat an sich eng enorm Kraft das, die iwwer Boîte optriert, da muss iwwerdroe gin. Schon op den nächsten Kilometer gët eng Kloer Ziel vun der Nenngang-Automatik as an nächster Linie komfortabel fuhren. Wiesle vun de Gang mischt sich nëmmen durch die Kkleng Zucken vun der Drehzahl 0 bemerkbar, an Schaltpausen hun Ingenieuren och der Boîte ausgedriven. Benutzte Schofe Orlo nach Schaltwippen im Volant fir flotte Niveauholmanöver, Schaltautomatikerem vum Selven zu Berlin over weitere Schaltmanöver verzicht. Trotz denen zwei zusätzliche Gang huet die 9G-Tronik Plus dieselbig gräst wie sin Schwester, 7G-Tronik Plus aber soll dobei nach Krackmilicht ziehen. An die zusätzliche Gang spiele Bell nimmen eng Rolle op der Autobahn. Bei einer Vitesse von 120 km an der Stunde an der höchsten Stufe dreht der Motor just einmal 1350 Umdrehungen an der Minute. Bei mir höherer Vitesse geht 0 vom Drehzahlmesser bald nicht an die Luft. An einer Vitesse von 180 km an der Stunde spielt 0 am Bereich von 2100 Umdrehungen. Aber bei dieser Vitesse auf deutscher Autobahn lebt der Motor auch so ruhig, sowie der Komfort über dem Fahren auch zu einer Stufambiance beiträgt. Wenn wir vom Sprit schwätzen, schauen wir bei einem Schnitt von 7,5 bis 7,8 Liter, was für die 2 Tonnen schwere E-Klasse-Limousine mit der Leistung von 252 PS bei 3600 Umdrehungen an der Minute komplett an der Reihe ist. Den Lohn für das Supplement von 160 €, den 80 Liter Tank am Platz von dem serienmäßigen 50 Liter Tank gebucht wird, kann man den vollen Tank auf manst 1000 Kilometer weit rollen. Die Klangschwächt von der Neng-G-Tronik Plus ist beim Zwischenspurt aufgefallen. Segel den Lo am 9. Gang mit ungefähr 1200 Touren über die Autobahn und will bei einer Vitesse von 120 bis 130 km an der Stunde überholen, schaltet Boîte an den 7. Gang auf und bleibt auch für mehr Begriff lang am Kickdown. Das sieht, dass der Motor seine Kraft bei kleiner Drehzahl weiterhin mehr Zeit aufgeht wie gedurcht. Wenn er Lo mit konstanter Vitesse über die Autobahn oder die Landstraße fährt, lernt die Qualität von der E-Klasse sehr zu schätzen. Die fein aufgestimmte Federung bietet Knuppen und Löcher an der Straße souveräne weg und sorgt für das komfortable Sitzen am Interieur. Dazu könnt ihr noch die freundliche Tableau de Bord, den dem Chauffeur sehr pilotieren, auch ganz agreeabel mischen. Mit der Neng-G-Tronik Plus Automatik präsentiert die Kombination als E-Klasse und kräftigem Dieselpower ganz harmonisch. Er präsentiert sich auch bestens für die Mittelklasse-Limousine aus dem Schwabenland, die auch genauso prädestiniert ist für den Ersatz um einen großen Parcours. Das neue Neng-G-Tronik Plus ist nur den Donner von Mercedes-Benz für alle Umtrieb und sogar auch für den Plug-in-Hybrid konzipiert wird. Er soll auch an den nächsten Jahren an Bell an Mercedes-Baureihe angebaut können gehen. In einem Test wird immer das vorgestellt. Wie fährt sich da? An Higher Stanford ganz einfach, herrlich entspannt. Der enorm starke Drehmoment für 620 Nm vom 3 Liter Diesel gibt sich auch vielleicht mit einer 3-Stufen-Automatik herumschlagen. Mit mir wären dann aber viel mehr nervös und ruhig und ganz bestimmt nicht so entspannt wie das mit dieser E-Klasse am Nenngang. Ich hoffe natürlich Spaß gemacht für Madubuch zu sehen und ich wäre froh, wenn dir die nächste Karriere mit hinter dem Volant sitzen. Bis dann!
Pro Sound and Media Productions.